Guten Abend zu Parts Musik heute aus dem Rössli Zappenzellen, Ort, wo es viel Musik und Stobeten gibt und wo die grossen Legenden so gerne zu Fuß können, Musik kommen. Seid willkommen im Rössli Zappenzellen. So klingt es, wenn im Rössli an der Wiesbadstrasse Zappenzell Musik gemacht wird. Die Wirtin ausnahmsweise mal nicht hinter dem Tresen, sondern am Tisch. Maria Hersche, die Musik, die wir jetzt gerade gehört haben, das ist vertraute Musik für dich. Ja, schon. Das sind mehr als die halben sind Verwandte von mir. An der Handorgel der Vater, am Hackbrett der Götti und der Onkel, der Hans-Uli, am Bass der Erwin, auch der Onkel, und am Klavier der Albert. Wir sind hier in einem Lokal mit einer jahrzehntelangen Volksmusiktradition, das Mekka der Ländlermusik im Appenzellerland. Du bist bald 10 Jahre schon die Wirtin da, wo du da übernommen hast. Hast du auf Anfang an gedacht, das wäre mal ein Traum, zum Wirten und die Musik geniessen und Leben miteinander kombinieren? Ich bin mehr durch Zufall darauf gestoßen und habe dann aber, als ich es anschaue, gedacht, ja, mit dieser Gelegenheit vermieten. Ich glaube, probiere ich es einmal. Und die Musik war auch ein Punkt, der dich hierher gezogen hat? Musik auch. Und natürlich auch dank dem, dass der Vater im Hintergrund ist und die Tonstückstube jedes Mal leitet und ein bisschen koordiniert, wer mit wem spielt. Und jetzt bist du schon bald 10 Jahre im Rössli dran. Weißt du denn speziell, wenn man hier in so einem Lokal wird? Was gefällt an diesem Job? Ja, dass einfach jeden Tag ein bisschen anders ist, dass man alle ein bisschen andere Musik hat. Einfach die Abwechslung. Ich bin auch jemand hier, vor allem dann, wenn Musik gemacht wird. Jetzt so unter der Woche oder den Tag über, weißt du, das Rössli denn für ein Lokal? Dann sind wir einfach für die Arbeiter und für die Stammgäste da oder für die Besucher von der Kräuterwelt, die vom Vorbeigang noch zu können. Und weißt du, was dir so gefällt, um selber Chefin zu sein und da in dieser, ja, jetzt wahrscheinlich auch vor allem Männerrunde in den Tarif durchgehen? Ja, ich muss nicht so fest folgen. Ich kann sagen, wie wo. Und wie haben Sie denn Gäste mit dem Folgen? Ja, es hat manchmal besser und manchmal ein bisschen weniger gut. Machst du das noch mal 10 Jahre? Das weiss ich nicht. Wir nehmen es schon Jahr für Jahr. Ich habe schon nicht von Anfang an schon gedacht, dass ich es 10 Jahre mache. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Wir hören dich später noch mal. Jetzt kommen wir aber zu einem Gast, der schon seit Jahren hierher kommt. Er ist eine lebendige Legende, ein ausgezeichneter Musikant und ein frisch gebackener Preisträger, der Barzlis Franz.
Er hat die Innerrhoder Volksmusik in den letzten 60 Jahren geprägt wie kein anderer. Der Franz Manser oder eben der Batzli. Wenn man das sagt, dann weiss fast jeder Innerrhoder, wer es da ist. Ja, der kommt von einem alten Geschlecht noch. Von einem Geschlecht, das ausgestorben ist, wo mein Großvater dann das Häuschen gekauft hat. Und da hat eben das Batzhäuschen geheißen. Schon in der ersten Klasse hat der Franz Manser ein Schweizer Orgel geschenkt bekommen, hat dann aber später auf Handorgel gewechselt. Mit 14 ist er schon das erste Mal auftreten und ist seitdem in verschiedenen Formationen unterwegs. Als Autodidakt hat er sich auch noch Klavier, Cello und Kontrabass beigebracht. Im Februar von dem Jahr ist der Batzli mit dem Innerrhoder Kulturpreis ausgezeichnet worden. Die höchste kulturelle Auszeichnung im Kanton.
Der Barzlis Franz mit seinen Musikkollegen der Bruno Kessler, der Albert Kölberner, der Paul Inauen und eben der Barzli Franz Manser. Du bist hier an der Wiesbadstrasse daheim, hast also nicht weit ins Rössli. Bist du fast ein Stammgast? Ja, schon gerade. He? Und man möchte auch laufen einmal, aber wenn es regnet, fährt man eben. He? Und was züchtet ihr denn einmal hierher? Ja, ist echt alles schön da. Kann man eigentlich ein bisschen Musik hören. Wir haben auch ein paar mitspielen. Und manchmal sieht man auch die schon geben. Und es ist alle eben lustig. Und wie gesagt, wenn man es so lang hat und so viel Musik gemacht wird, muss man ja gehen. So, wenn ich dich als Musikant wahrnehme, bist du einer, der offen ist, gerne in die Musik rausschaut, aber auch sehr stolz ist und mit Liebe und Seele die Appenzellermusik pflegt. Was ist es, was du an dieser Musik seit Jahrzehnten empfindest? Wieso gefällt dir die Appenzellermusik so gut? Ja, ich meine, man muss sagen, unsere Musik gehört zu uns. Und ich höre auch gerne andere Musik. Und ich will sagen, in jedem Kanton hat es verschiedene Musiken, die natürlich wieder ein bisschen anders sind. Und das ist auch schön, die Abwechslung, die wir haben hier. Was gibt dir die Musik in diesem Alter noch? Wieso bist du immer noch so aktiv? Ist das dein Jugendelixier? Ja, ich meine, ich habe schon alle gerne Musik gemacht. Und ich höre auch gerne Musik, verschiedene Musik natürlich. Da ist gleich etwas Wiener Musik, die auch mal ein bisschen moderner ist. Wenn es ein bisschen Harmonie drin hat, nicht gerade Dissonanzen, dann kann man zuhören. Und der eine würde ich sagen, ist es einfach ein organisierter Leben. Ja, ich glaube, nur mit organisiertem Lärm hat man es nicht zu dem gebracht, was du hast. Jetzt gerade noch frisch ausgezeichnet worden mit dem Innerrhoder Kulturpreis. Der wird noch ganz unregelmäßig vergehen. Jetzt ist der Barzlis Franz ein Kulturpreisträger. Was hast du gedacht, was du erfahren hast? Ja, ich habe nicht gewartet darauf, aber ich habe es auch nie geglaubt, dass es sie da überkommt. Aber ich hatte dann gleich Freude gehabt. Wir lebten genau gleich weiter. Man spürt es ja nicht. Aber es war echt schön, die Leute, die gekommen sind und alle Freude hatten. Und das ist alle schön. Man macht ja Musik für die anderen. Ja, für einen selber auch. Da weißt du selber am besten. Ist du all wie aktiv dass du bist, wie du meistens nach mir heimgehst? Und als wir uns das letzte Mal hier im Rössli getroffen haben, hast du mir gesagt, länger als 7 Stunden schlafen sei ungesund. Ist da einfach das Rezept, all dranbleiben, all aktiv bleiben, dass man so lange noch so fit bleiben kann? Ja, weißt du, wenn du vielleicht du auch einmal geheiratet bist, gehst du auch später hin, gell? Ich glaube, da lange. Danke vielmals, Franz Manser. Schön, dass wir dich haben hier im Rössli und weiterhin alles Gute. Und für das gibt es natürlich einen Applaus. Und bis ich dann einmal geheiratet bin, gibt es zuerst noch mal ein bisschen Musik. Wir gehen vom Appenzellerland in die Zentralschweiz, in den Kanton Zug. Es kommt ein bisschen ein anderer Musikstil von einer jungen Formation. Die Moränen-Örgler, die sind so viel unterwegs, dass gerne nicht alle Anfragen annehmen können, sogar dann nicht, wenn die Musik fragen. Heute haben sie aber zugesagt und darum freue ich mich, dass wir jetzt den Kaffeestube-Rave hören. Vi machen uns parat, vi vänds på färsen. Der dålig gode Gosse und auch der Asche. Rave-Brüder auf, Särschland hören. Musik von der Party kommt immer näher. Wir sind jetzt endlich an, und zuerst wie Rentner. Stellen grad das da, da schnupft die Hände. Und fall wird alles dunkel, dann passen's dir. Kaffeestube, Rave, wir sind dabei. Auf der Festbank kann wir an.
Merci vielmals, Florin Manser, zusammen mit dem Vater, mit dem Martin. «Ciao Sek» haben wir gehört, eine eigene Komposition von dir. Florin, du kommst aus einer musikalischen Familie. Der Papi hat gerade mitgespielt. Dein Bruder sitzt irgendwo im Publikum. Und du bist auch auf dem Podest gelandet vom Folklore-Nachwuchswettbewerb letztes Jahr, den 3. Platz erreicht. Gratuliere herzlich. Wie ist das so, wenn man in so einer Familie ist? Tut man da den ganzen Tag einfach miteinander Musiken und freiwillig üben? Ja, also freiwillig üben sicher. Das Miteinander Musiken kommt teilweise ein bisschen unter, weil alle ein bisschen überall sind. Alle ein bisschen fotografieren, ein bisschen am Spielen. Aber sicher, wenn wir rum sind, kommt es sicher auch dran. Ja. Das heisst, das Hackbrett steht in der Küche gerade am Ort, wo man dran vorbeiläuft? Nein, das steht oben neben dem Fernsehen, dass es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hat. Das ist eine gute Idee. Und du hast schon komponiert, eine Uraufführung haben wir gehört, die du selber komponiert hast. «Ciao Sek». Wie ist es zu diesem Stückchen gekommen? Ja, wir wollten als Abschlussarbeit von der SIK eine Arbeit machen. Und für mich war von Anfang an klar, etwas mit dem Hackbrett. Ein Hackbrett bauen war etwas schwierig. Darum bin ich dann relativ schnell aufs Stückchen gekommen. Und dann habe ich da mal ein bisschen angefangen und habe verschiedene Leute geschrieben. Und mit denen hatte ich auch ein Treffen. Hat es genützt? Ich glaube schon. Also. Ist jetzt einmal nicht schlecht rausgekommen. Und dann habe ich ein bisschen nach diesen verschiedenen Vorgehensweisen ausprobiert, Melodien ausgedacht, alle wieder gespielt. Und so ist es schlussendlich zu dem Stückchen gekommen. Jetzt hast du gesagt, der Hackbrett bauen wäre nicht gegangen. Dann wäre es jetzt nach der Zeit, um eine Schreinerlehre anfangen, damit es dann wieder mal einen jungen Hackbrettbauer gibt? Ja, könnte man. Jetzt habe ich aber schon etwas anderes angefangen und bin sehr glücklich damit. Ja. Das klingt gut. Was hast du denn entschieden zum Lernen? Ich habe letzten Sommer angefangen als Koch im Hof Isbad. Da ist eine Spitzenadresse mit einer Spitzenchefin. Wie ist das so, wenn man an so einer Adresse Koch lernen? Kommt man da von der Chefin schon Tipps über im ersten Jahr? Ja, sie hilft sicher ein bisschen, dass man viel Zeug weiss, weil sie kommt daraus, was man wissen sollte und was wichtig ist. Und sie hilft sich auf die Sprünge und dass man dranbleibt. Ist es denn für deine Familie auch ein bisschen lustiger geworden, seit du Koch am Lernen bist, dass die verwöhnt werden daheim? Ja, ich glaube schon, wir hätten alle ein bisschen besser. Heute hat es Granüdeli mit einer Bullensauce und Bratwurst gegeben. Ja, das ist eine Idee, aber gut. Und wie ist es denn so, wenn man in der Familie ist, eben, du hast gesagt, alle von uns sind aber viel unterwegs. Und wenn man dann ab und zu mit dem Vater an die Wettbewerbe und an die Auftritte nimmst du ihn einmal noch gerne mit? Oder ist es einfach so, damit er ein bisschen sieht, wo du in den Ausgang gehst, dass er will mitkommen? Ja, für mich ist es aber egal am Fahren. Und für ihn ist es like, er darf mit den Jungen fort. Dann hoffe ich, dass ihr dann noch ein paar Jahre so weitermachen könnt. Viel Erfolg beim Musiken, viel Erfolg beim Kochen. Kommen wir dann mal einkehren bei dir. Und alles Gute. Im Appenzellerland gehört nebst der Volksmusik natürlich auch der Jodel zu der Kultur dazu, besonders der Naturjodel. Und die Röstliwirtin Maria Herrsche hat sofort gewusst, welchen Club das sie hier hören will, nämlich der Jodlerclub Herisau-Sägi. Weil es aber hier im Röstli nebst uns ja gar keinen Platz hat, um auch noch einen ganz grossen Club einzuladen, singen die Jodler jetzt einfach draussen.
Merci vielmals am Jodler-Club Herisau Segi, der für uns vor dem Röstli aussen gezaubert hat. Wenn Batz Musik zu Appenzell ist, dürfen Sie gerne die Ossenroder mit ins Röstli kommen. Maria, das hat aber einen bestimmten Grund, dass du genau diesen Club gewählt hast. Ja, das sind 2 Brüder und ein Cousin von mir dabei. Also wenn wir das ein bisschen schauen, total eine musikalische Familie. Die Brüder, Cousin, der Onkel, der Vater, die da sind. Du passest offensichtlich hervorragend daher. Wie war denn das bei euch in der Familie so gewesen, als musikalische Familie? Wie sind ihr als Kind mit deinen Brüdern und du mit der Musik in Berührung gekommen? Ja, dadurch, dass man es einfach von klein auf schon all gehört hat, ist bei uns allen, glaube ich, relativ schnell klar gewesen, dass jedes ein Instrument lernen will. Und so haben wir dann auch da die lernen, die wir wollen. Und sind ihr dann auch als Familienformation unterwegs gewesen? Wir sind nie als Familienformation unterwegs gewesen, aber daheim haben wir dann schon mal miteinander gespielt. Und jetzt wird auch praktisch alle Wochen am Donnerstag hier im Röstli gemusikt. Wenn du oben bist, kannst du uns das kurz beschreiben, wie die oben einmal aussehen bei euch? Ja, da kommt einfach, wer kommt. Und mein Vater tut da dann ein bisschen koordinieren, schaut ein bisschen, wer mit wem zusammenspielt oder wer auch mit wem zusammen passt zum Spielen. Und so wird dann manchmal ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger gemusikt. Und was braucht es denn, dass Maria irgendwann von dahin vorkommt und die Geige holt und auch noch ein bisschen mitspielt? Ich weiss, dass es Erfahrung es braucht einmal ein bisschen Geduld und Zeit. Ja, ich muss einmal schon alle Mut zusammennehmen und dann geht es dann schon. Weißt du, dann tun wir die heute Abend verschonen, aber wir hören noch mal Musik. Und da haben wir eine ganz spezielle Überraschung noch parat, wo du auch selber erst seit kurzem davon weißt. Ja, genau. Ich habe selber erst vor kurzem erfahren, dass der Vater ein Stückchen für mich geschrieben hat. Und das freut mich natürlich besonders, dass er genau für diesen Anlass ein Stückchen gemacht hat. «Für die Maria im Rössli» heisst die Komposition. Wie ist das gegangen, wo du da erfahren hast, dass du jetzt ein eigenes Stückchen hast? Ja, ich habe gesagt, du, was spielst du denn? Er sagt, ja, hörst du es denn? Dann sage ich, ja, ich hätte schon gehen, wenn ich ein bisschen weiss, um was das geht. Er sagt, ja, ich habe es geschrieben. Dann habe ich gesagt, also was? Ja, hörst du es denn? Dann sage ich, ja, ich muss ein bisschen wissen. Dann sagt er, ja, eben ein Stückchen für dich. Dann darfst du nachher noch einmal zurücklehnen, das Stückchen geniessen. Ich hoffe, auch das Publikum daheim genießt es nochmal mit Batz Musik. In 3 Wochen gehen wir dann ans Eidgenössische Musikfest auf Biel. Und jetzt für die Maria im Rössli und hoffentlich auch für das Publikum vor dem Bildschirm nochmal Musik. Ade miteinander.
miteinander! Hat es euch auch also gut gefallen wie mir? Dann noch einen Like da und kommentiert. Und vor allem abonniert den Kanal. Mehr zur Volksmusik und zu unseren Traditionen hier rechts auf Play SRF. Viel Vergnügen!